Hallo und willkommen zurück, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zu unserem Life is Strange Before the Storm Podcast. Heute reden wir über die 3. Episode, Hell is Empty. Bei mir, wie immer, der Andi. Hellas. Hallo Andi. Hallihallo. Das wird auch nicht meine Begrüßung. Ja, zum Glück kennst du den, der schneiden tut, gell? Kann man das nachpassen? Richtig. Ja, ich bin der Chris, wie immer. Und genau, das ist unsere 4. Episode. Wir haben uns jetzt letztes Mal doch noch schnell umentschieden. Wir machen nochmal eine nach der, wo wir dann über alles nochmal zurückschauen, wo wir dann auch unseren Spezialgast dabei haben. Ja, damit wir das mal wirklich effektiv über die Episode reden können. Andi, gibt es irgendeine Episode, die zuerst noch loswerden? Nach wie vor, wie immer, denkt dran, wir sind auf allen möglichen Kanälen zu finden. Geekstübli auf Instagram, Facebook, Twitter, Medium, Tumblr. Ja. Also am besten auf Google Geekstübli eingeben und ihr findet alles, was es über uns zu finden gibt. Stimmt, ja. Wir sind froh um jede Unterstützung, wir sind froh um jede Interaktion mit uns. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Ideen habt, findet, hey, tut mal über das quatschen, tut mal den mobben, macht mal das, dann gebt ihr schon Bescheid und wir machen das. Ja, voll, ja. Vor allem, wenn ihr findet, hey, die machen eigentlich noch cooles Zeugs oder die und die Folge oder das und das hat mir gefallen, dann tun es doch irgendjemandem zeigen oder so. Wir würden uns freuen, wenn wir einfach an mehr Leute ankommen, die unser Zeugs geniessen können oder die uns auch wieder Feedback geben können. Weil wir machen das zwar schon gern einfach so, aber es wäre natürlich auch cool, wenn tatsächlich das irgendjemand schaut oder hört. Ja. Genau. Gut. Genau. Die letzte Episode, die hat geendet damit, dass alle am Tisch gehockt sind und grosse Streiterei und so. Und Rachel hat den Zapfen rausgejagt und hat dann gemeint, ja, fertig mit dem Scheiß, wieso betrügst du meine Mami? Und dann ist die Katze aus dem Sack gelassen worden. Ja, und wir haben ja noch spekuliert, Ja. was es jetzt auch ist. Und ich würde sagen, wir haben das sau gut gemacht. Wir haben es ziemlich gut bereicht. Aber ja, es ist auch, wie soll ich sagen, wenn du jetzt so zurückschaust, ist es eigentlich recht naheliegend gewesen, weil die ganzen Informationen, die am Ende von der Episode 1 und 2 gedroppt worden sind daran gehindert worden während der Episode selber. Oder? Also es ist nicht so gewesen, dass es komplett aus dem Nichts gekommen ist, oder? Nein, es ist auf gewisse, irgendwie ist es auch so ein bisschen Foreshadowing immer wieder. Genau, ja. Vielleicht ein bisschen zu offensichtlich, fast. Weil eben, ich meine, wir haben jetzt beide Mal haben wir genau das erraten, was nachher am Anfang von der jeweiligen 2. Episode oder Ende erklärt worden ist. Ja, jetzt im Nachhinein garantiert in meinen Augen auch so. Aber ich würde sagen, wir kommen zuerst mal in die Episode rein und finden dann noch unser Feedback dazu geben. Voll, ja, das macht Sinn. Feedback. So. Genau, dann wir feedbacken. Ja, eben, wie gesagt, wir fangen wieder im Haus an von der Rachel, die Hai. Es geht genau dort weiter, wo es aufgehört hat in der letzten Episode und der Vater sagt, okay, Rachel, wenn du das willst, dann tue ich dir alles erklären, was passiert ist. Und dann gibt es eine sehr clevere Flashback-Sequenz, wo Rachel und Chloe durch den Feldstecher durchschauen, wo sie in der ersten Episode ihren Vater gesehen haben. Und das, was der Vater erzählt, wird gerade, siehst du eigentlich durch den Feldstecher durch. Und so kannst du von Punkt zu Punkt fokussieren und dann den jeweiligen Teil von der Story anhören. Und du siehst, ja, er erzählt, wie er ihre Mami kennengelernt hat, also ihre liebliche Mami. Und wie sie sich verliebt haben und bla bla bla. Und dann haben sie Rachel bekommen. Und dann hat der Vater aber einfach mit der Zeit einfach immer mehr gemerkt, dass ja, ein älterer Teil haben für ein Baby, wo ein Junkie ist nicht so wahnsinnig gut. Und hat sich dann entschieden, dass er ja, sie verlässt mit der Rachel zusammen. Ja, und das war das gewesen. Und auch hier wieder, wie wir es mittlerweile kennen von Life is Strange, visualisiert ist es unglaublich schön. Die Sequenz mit dem Dunklen und den Spotlights, wo immer auf die momentan erzählte Sequenz geht, geht unglaublich gut aus.
gibt auch ein richtig schönes Feeling mit drin. Ja. Gerade wenn man so an das Gewicht, das auf Theater liegt, gerade jetzt bei Before a Storm ist Theater immer wieder so ein bisschen ein Punkt, wo angesprochen wird. Stimmt, ja. Und auch das ist wieder sehr schön visualisiert. Auch nachher in der nächsten Szene ist es, glaube ich, sogar schon. Nachdem wir herausfinden, dass die liebliche Mutter von der Rachel ein Hero-Junkie ist, kommt die Traumsequenz. Mhm. Und die hat mich mega krass gedacht. Ich habe die super gefunden. Ja. Und zwar sind sie ja auf dieser Bühne und es sind eigentlich nur 4 Stühle oben drauf, Genau. wo die Autositze sollen sein. Und wo je nachdem, was gerade passiert, also wo dann Chloe aus dem Auto aussteigt zum Beispiel, wo ja eigentlich wirklich nur die 4 Stühle sind, hört man trotzdem das Geräusch von der Autotür. Genau, ja. Hey, habe ich super gut gefunden. Ja. Das war echt clever gewesen, ja. Ja, hat sehr gut ausgesehen und auch das Publikum. Ja. Wo ja so ein bisschen die Figuren, die wichtig sind, mit dabei sind, so mit den Eltern von der Rachel, Mutter von der Chloe. Mhm. Und auch wieder dabei ein schwarzer Rab. Den habe ich nicht mal gesehen. Okay. Ist auch wieder mit dabei gewesen. Ganz, ganz spannend, wie der immer wieder so ein bisschen wie ein Faden durch das Ganze durchzieht. Ja, ist lustig. Was ich noch vorher wollte sagen, vor der Traumsequenz, die Flashback-Szene, weißt du, wo die Rachel und Chloe am Vater zuhören. Das hat mich erinnert an eine Sequenz aus Fallout 4. Hast du das gespielt? Nein. Okay. Es gibt einen Charakter, wo du in Fallout 4 triffst, wo ein Privatdetektiv ist und er ist einer von diesen ersten humanoiden Robotermodellen, oder wo die Leute so hassen, aber er ist schon uralt. Also er hat so eine weisse, gummiartige Haut, die aber zum Teil so abbröckelt und so, und du siehst ins Gestell und alles. Und er ist aber mega menschlich im Vergleich zu anderen Computern. Und dann findest du eben heraus, dass er eigentlich so ein Art Experiment war und man hat irgendwie die ganze Persönlichkeit und viele von den Erinnerungen von einem echten Menschen, der gelebt hat, irgendwie in den 50er, in den rein transferiert. Und jetzt lebt er einfach so weiter. Ja. Und du besuchst irgendwann einmal einen Ort, wo dir mit technologischer Mitteln versucht zu helfen, entweder Erinnerungen neu aufzufrischen oder zu löschen oder zu bearbeiten und so. Und du versuchst ihm zu helfen mit irgendetwas und er hilft dir mit irgendetwas anderem. Und danach tauchst du in die Erinnerungen ein von jemandem, wo du suchst. Und danach hat es mich eben ein bisschen an die Sequenz erinnert, weil du siehst so fast wie theatermäßig Sachen, die passieren in den Erinnerungen von dieser Person. Also es ist so, er steht zum Beispiel in der Küche und du siehst einfach den Boden von der Küche und die einzelnen Möbel, aber es hat keine Wände und rundum ist es einfach so void-mäßig, also einfach leer und ja. Und dann wechselt es einfach so von Szene zu Szene und es ist noch recht spannend. Das hat mich ein bisschen an das erinnert, habe ich noch cool gefunden. Aber ja, Traumsequenz. Das habe ich mega krass gefunden, weil eben, wie du auch gesagt hast, oder das Auto, wo er drin hockt, ist nur gespielt. Und dann sagt er, hey, schau dich mal unter dem Motor nach. Und die Chloe tut so, als würde sie dort die Huben aufmachen. Und so, es hat natürlich nichts dort, oder? Und sie weiß nicht, was sie schauen soll. Und dann sagt sie, komm, ich habe keine Lust mehr auf das Spiel. Und dann hörst du das Horn von dem Truck, wo ja der Vater überfahren hat eigentlich. Und er sagt, okay, es ist Zeit für mich zum Gehen. Und dann sagt sie, nein, ich kann mir das nicht sein lassen, komm, ich mag das jetzt nicht. Und ohne Scheiß, Mann, der fucking Truck fährt einfach in einem hohen Sturz über die Bühne drüber und ich bin mega verschrocken. Und danach zoomt es langsam raus und du siehst einfach Blutspritzer auf dem Boden und die Stühle sind weg und kaputt. Und da hast du gedacht, what the fuck, Mann? Das war hure übel und übertrieben gewesen. So ein guter Moment. Ja, das Blutding. Ja. Unglaublich krass. Auch wie das Ganze nochmal gebrochen hat mit der Szene, wo alles nur eine Illusion ist, wo der Vater, glaube ich, sogar noch sagt, irgendwie, dass irgendwie alles nicht real ist, wo er mit ihr redet.
und dann der Laster plötzlich eben doch real ist, also innerhalb jetzt von dem Traum, oder? Wow. Und die Blutspur, die ist mir auch aufgefallen, die ist für die Serie, die ja sonst visuell eigentlich nicht mit so Zeug schafft, grossartig, ist sehr, sehr krass gewesen. Ja, das habe ich eben auch gedacht. Das war gerade ein bisschen viel gewesen in dem Moment, habe ich gefunden. Ja, wirklich, ja. Aber wir müssen auch über die schönen Sachen reden. Und bevor ja die Traumsequenz passiert, weil ja die Chloe einpennt, ist sie ja im Zimmer von der Rachel und versucht sich ein bisschen zu trösten. Und danach hast du die Möglichkeit, ein bisschen durch alles durchzuschauen. Und siehst so ein bisschen hinter die Fassaden, oder, von dem äußerlich scheinenden perfekten Leben. Oder mit dem Stundenplan fürs Lernen und so. Und halt der Grund, warum das immer so gute Noten hat und bla bla bla. Und dann nachher kannst du einen Sternenhimmel für sie basteln. Aus dieser einen Lampe zusammen mit einer richtigen starken Taschenlampe. Und das habe ich echt noch cool gefunden, ja. Das war eine mega schöne Szene gewesen. Ja, echt, wirklich. Das war fantastisch gewesen, ja. Ja. Aber eben, nach der Traumsequenz sieht man eigentlich gar nicht viel. Also du siehst nicht, wie sie verwachen oder irgend so etwas. Es fängt einfach wieder an, wo die Chloe wieder daheim ist. Bei sich daheim. Und sie sagt, okay, ich soll duschen gehen. Aber zuerst entdeckt sie, dass ihr Zimmer durchsucht worden ist. Und dann, Genau. Und dann sagt sie so, man, what the fuck? Ja. Ja, und das nach dem ganzen Theater, was sie schon hatte, mit den Taschen auspacken und so. Ja, genau, ja. Ja, das war natürlich wieder David gewesen. Seine Mutter, also respektive die Mutter von der Chloe, die ja gefunden hat, hey, ich kann ja wollen, dass er mir hilft. Und er das mit dem Helfen wieder ein bisschen ernster genommen hat. Ja, ein bisschen falsch interpretiert hat. Ja, aber ich muss sagen, als Chloe wäre ich dort auch völlig aus allen Wolken rausgefallen. Vor allem eben, wenn man das Game ja auch spielt, wenn wir als Erwachsene spielen das Spiel und probieren so ein bisschen einzutauchen in die Gedankenwelt von einem 16-jährigen Teenie, und dann ist dort jemand, der dein Allerprivateste auseinander nimmt und jemand, der ja als Alien eigentlich in deinem Haus innen ist. Er ist der Fremdkörper und der Feind und der kommt jetzt und durchscannt dein Zimmer. Also Ja. Das wäre mir jetzt auch massiv too much gewesen. Ja, ich meine, wenn du schon so etwas machst, dann machst du es doch, wenn schon in der Gegenwart. Ich meine, wenn es schon so weit kommt, ist schon etwas schief gegangen, aber dann sagst du doch wenigstens, hey, look, ich muss jetzt das Zimmer durchsuchen, weil ich glaube, du hast Drogen oder irgend so etwas. Aber einfach nichts sagen und dann noch so offensichtlich das Zimmer verwüsten, dass es so klar ist und weißt, so einfach herausgefunden wird. Sieht. Ja, genau. Das ist ganz, ganz schlimm gewesen. Das ist so... Ja, das ist halt sein militärische... Sein extrem dominante Verhalten. Wo er das Gefühl hat, ich bin jetzt da und du hast gefälligst auf Kommando zu folgen und ich bringe dich schon dazu, dass du folgst, wenn du nicht willst, und dann ist halt alles scheißegal und gehst durch und machst, wie du willst. Er hat ja gemeint, er hat die Rückendeckung von seiner Freundin, respektive eben von der Mutter von der Chloe. Ja. Ganz, ganz schlimm. Aber, also ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir anders war, aber bei mir hat er dann einen anderen Ton angelegt nachher. Und hat's, mit dem Bild? Ja. Und hat es dann eigentlich wirklich nochmal versucht, so ein bisschen... Hey, oder eben, von wegen... Sein Kollege ist ja auch gestorben, oder? Er hat ja mit einem Militärdienst gemacht. Und hat dann eben so ein bisschen erzählt, eben, ich weiss, wie es ist, oder wenn du jemanden verlierst, der mega wichtig ist. Und ich wollte einfach da auch ein bisschen helfen. Ja. Hast du das Bild angenommen denen? Ich habe es angenommen, ja. Ich habe lange hin und her überlegt und dann habe ich gedacht, ich weiss, der Chloe kann die Zacken aus der Krone fallen, wenn sie das macht. Und ich finde, irgendwann einmal musst du irgendwie ein bisschen etwas entgegen, weißt du, so ein bisschen die offene Hand entgegenheben, weil ja, der Frank ist auch der
David ist auch massiv menschlicher übergekommen, als er das dann in Life is Strange selber ist. Ja, das habe ich eben auch das Gefühl Und gehabt, ja, ich habe das Gefühl, er ist in gewissen Momenten sensibler gewesen. Und gerade in so einem Moment, wo er dann von so etwas erzählt hat, habe ich gefunden, jetzt dort auch noch den Harte oder die Harte raushängen lassen. Ich glaube, es wäre auch von der Geschichte her es wäre ein bisschen fehl am Platz gewesen, weil irgendwann ist das Rebellieren ja auch okay und sie sind ja beide in einer einfachen, oder die ganze Familie, die Patchwork-Familie, die künftig ist, in einer einfachen Situation und irgendwann musst du, wie du sagst, auch mal einen Schritt auf jemanden zu machen. Genau, ja. Von dem her habe ich das jetzt in dem Moment eigentlich okay gefunden. Und weißt du, so, du schaust das an und du denkst, okay, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt weißt du, so das Originalgame vergesse, dass das etwas ist, wo mit der Zeit weißt du, so ein bisschen könnte anfangen zu funktionieren. Oder? Weißt du, nicht, dass sie super happy, tolle Family werden, aber einfach, dass es etwas ist, dass es 3 Leute werden, die miteinander arbeiten können und miteinander wohnen und weißt du, so eine Art ein bisschen verstehen mit der Zeit. Oder? Weil irgendwann einmal tun sich die Leute aneinander die Ecke gegenseitig ein bisschen abschleifen und danach fängt das Zeug auch ein bisschen besser zu funktionieren. Aber es ist halt einfach schade. Und das ist das Problem, aber das habe ich erst schon die letzten 2 Mal gesagt. Das ist das Problem, das ich immer wieder hatte. Dass ich einfach denke, okay, das und das sehe ich, könnte gut kommen, aber ich weiß genau, wie es endet, weil ich ja das Originalgame gespielt habe. Genau. Es sind allgemein, ich habe das Gefühl, sie haben die Charakter teilweise ein bisschen anders arrangiert, als sie ursprünglich waren. So wie der David weniger als Douchebag da steht, wobei er sich immer wieder so in die Position hineingibt. Aber generell so nicht mehr ganz so extrem ist wie im Urteil, wo ja später spielt. Genauso aber auch das Verhältnis zwischen Chloe und Frank. Stimmt, ja. Viel freundschaftlicher. Ja, genau. Wenn du jetzt alles schaust, was jetzt hier passiert ist also zwischen Chloe und Frank und dann wie sie sich nachher begegnen in Life is Strange. Also es passt irgendwie nicht ganz zusammen. Ja, eben, gell. Man kann es natürlich immer rechtfertigen mit, es sind 3 Jahre dazwischen und in 3 Jahren kann hure viel passieren, das ist eben schon so. Ja, das sicher, ja. Aber ja, ich bin auch dieser Meinung, es ist so ein bisschen... Ich glaube, das Problem war einfach, sie haben das Game gemacht und sie haben gesagt, okay, wir machen, das ist eigentlich eine Diskussion für nächstes Mal, aber sie haben gesagt, sie machen das Game und Chloe ist die Hauptperson und du musst irgendwelche Allies haben in dieser Story. Es können nicht alle Leute gegen sie sein, oder? Und dann haben sie so ein bisschen die einen Beziehungen, die halt ein bisschen sehr steinig sind, ein bisschen entschärft. Oder, aber ich finde nicht zu einem unrealistischen Maß. Es geht immer noch, wenn du überlegst, dass 3 Jahre dazwischen liegen und extrem viel nach könnte passieren in dieser Zeit. Mal das so, ja, das schon. Ja. Aber machen wir doch weiter. Genau. Ja, nachdem du das Foto annimmst oder nicht, holt sie die ganzen Werkzeuge, den Werkzeugkoffer eigentlich für ihren Vater und geht auf den Schrottplatz, um ihr ein Auto flicken, das sie ja dort in der letzten Episode so halb zusammengebastelt hat. Und dann habe ich einen Moment lang, weißt du so, sehe ich dort, wie sie dort am Basteln ist und danach sehe ich, dass es wieder zu Gameplay wechselt und dann habe ich gedacht, muss ich jetzt wirklich ein Auto flicken? Okay. Ja, aber es ist eigentlich nur, du musst nur das richtige Werkzeug für das richtige Dings und du kannst einfach ausprobieren, wenn es nicht geht, benutzt du wieder irgendetwas anderes. Weil das ist etwas, was mich ein bisschen genervt hat. Ich habe das angeschaut und ich habe nicht gesehen, was das richtige Werkzeug wäre. Weißt du schaust es an und du... Weißt du, was ich meine? Du siehst nicht, okay, dort an diesem Ding müsste ich die Schrauben anziehen und dann sehe ich, okay, gut, Schraubenschlüssel, klar, oder? Sondern du siehst einfach, dass es etwas hat, wo man müsste etwas machen müsste, aber ich habe nicht gesehen, von bloßem Auge, was es ist. Ich musste ausprobieren gehen. Oder geht das nur mir so? Also ich glaube, ich habe es auf Anhieb, bis auf ein einziges Ding, habe ich es auf Anhieb geschafft. Schon, aber... Ja. Ja, aber ich meine, wie? Hast du das angeschaut und hast gesagt, ja, das ist ein klarer Fall für das Werkzeug? Skills, mein lieber Freund. Hör doch auf. Hör doch auf, das Zeich erzählen. Nein, ich habe mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken darum gemacht. Ich habe das jetzt nicht irgendwie bewusst. Ich habe einfach gefunden, ja, machst nach Bauchgefühl und es hat irgendwie gestimmt, außer beim letzten. Okay, lustig. Ja, eben, wir sind auf dem Schrottplatz und nachdem er das Auto so ein bisschen zusammengeschraubt hat,
treffen sich... Moment, Andi, Moment. Zuerst, ja, ich meine, zuerst, nachdem sie das Auto zum Laufen bringt, fährt sie zuerst noch irgendwie 3-mal im Kreis und zu einem huere coolen Soundtrack und freut sich hure. Das müssen wir schon anwählen, weil das ist ein cooler Ja, okay, Moment. das stimmt, ja. Ja. Und okay, dann, das stimmt, ja. Ja, und das hat wirklich Spaß gemacht, vor allem weil es halt wirklich so geile Soundtrack ist, so, der Motor läuft, Radio an, und dann ein bisschen im Kreis fahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es genug Platz hat, um dort so hure rumfahren, aber offenbar hat es gelangt. Ja, vielleicht ist sie einfach eine mega gute Autofahrerin. Ja, wer weiß. Ja. Mit 16 ist es schon möglich. Ja, anyway, sorry, ich hatte dich unterbrochen. Die Chloe hat sich ja dort mit dem Frank verabredet gehabt. Genau. Und hat mehr über die, wie heisst sie nochmal? Sarah. Sarah herausfinden, genau. Genau. Und hat ja eigentlich wollen, dass sich die Rachel und Sarah treffen können. Ja, sie sind dann dort, treffen sich. Und relativ kurz, also eigentlich direkt danach, kommt der Damon wieder dazu. Genau. Das ist da der... Damon Douchebag. Ist eigentlich Damon. Ist am Frank sein Chef? Ja, noch ein der grösser, böser Drogendealer. Genau, ja. Der Frank ist so ein bisschen der nette Nachbar-Drogendealer, der dir ein bisschen Gras gibt. Und der andere ist der Heroin-Kingpin aus der Stadt oder so. Genau. Und er kommt dazu und möchte wissen, warum dass sie wissen, wer Sarah ist. Genau, ja. Weil offenbar mehrere Leute nach der schon gefragt haben und Interesse an ihr haben. Und er wollte wissen, wieso. Ja. Und in dieser Diskussion sagt Chloe der Rachel ihren Namen, oder? Weil die Rachel hässig wird. Und dann realisiert der Damon, dass die Rachel Tochter ist vom Staatsanwalt. Und ja, das... Und er reagiert handgreiflich. Wie man auf so etwas reagiert. Oder? Natürlich, ja. Logisch, ja. Ja, und packt das Messer aus. Genau. Und droht ihnen 2. Jawohl. Wobei, handgreiflich ist es ja geworden, wo... Ja doch, die Rachel oder Chloe? Nein, die Rachel hat so ein Holzbrett über den Grind gezogen nachher, oder? Ja, aber er hat zuerst eine von den beiden angelangt, ich weiß nicht mehr wer. Aber packt und weißt so ein bisschen... Ah ja, stimmt, genau, so, okay. Ja. Und für mich hat das schon längstens gerechtfertigt, dass jemand immer das Holzscheit über den Grind zieht. Ja, absolut. Von dem her. Vor allem, weil es eine von den beiden Ladies ist. Weil, total. Ja. Habe ich da nicht so viel Mitleid mit dem. Nein, ich auch nicht. Nur das Problem ist, dass am Schluss nicht er von dem Holzbrett K.O. geht, sondern dass er der Rachel noch sticht. Genau. Also. In den Oberarm. Einen Moment lang bin ich ziemlich verschrocken, weil man es sieht nur von der Seite. Weißt du, der klassische Theatertrick oder so. Oh nein, ich bin gestabbt worden, dabei klemmst du sie zwischen dem Arm und dem Körper. Aber, und ich habe wirklich gemeint, er hat sie irgendwie, weißt du, so in den Brustbereich gestochen. Und dann habe ich so gedacht, fuck, nein, hoffentlich stirbt sie nicht. Und dann so innerlich so, Dude, was hast du das Gefühl? Natürlich stirbt sie nicht. Sie kann nicht sterben. Wir wissen, dass sie 3 Jahre später erst stirbt. Und dann dachte ich aber, was ist denn das Problem? Und dann so, ja, okay, es ist der Arm, alles klar. Aber ja, Arterien, du hast eine Arterie im Arm auf der Unterseite, also auf der Innenseite. Wenn du dort am richtigen Ort einen Schnitt machst, dann verblödest du innerhalb von 2 Minuten. Von dem her, in dem Moment hat es erschreckender sein, als er war, weil wir halt auch dort wieder, weil wir den Urteil gespielt haben. Ja. Und es ist halt eigentlich, es hat so einen Effekt sein, dass man verschrickt und denkt, oh mein Gott, sie ist angestochen worden, aber ich bin mehr dort gehockt und habe gefunden, ja, ist ja gleich eigentlich, ja, was soll's, sie kommt schon durch. Ja. Muss alles mal erlebt haben. Ja. Ja, ich weiß nicht, also ich habe schon... eben in dem Moment, wo ich dann realisiert habe, ja klar, das stirbt nicht, aber ich bin schon invested gewesen in dem Moment. Weißt du, vor allem, wo dann auch eben der Frank kämpft gegen den Damon, oder zum denen die Möglichkeit geben zum Abhauen, und Chloe stoppt Rachel ins Auto und fährt damit zum Spital. Und ja. Aber ich bin schon, wie soll ich sagen, so...
Hast du mitgefiebert ein bisschen, obwohl ich eigentlich ja gewusst habe, dass... Ich meine, es ist, während du einen Film schaust und du siehst den Actionheld, der schwer verwundet ist und so, und dann denkst du, oh nein, hoffentlich stirbt er nicht. Innerlich weißt du ja schon, dass er nicht stirbt, oder? Vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel... das ist ja das Avengers-Problem. Oder du schaust den Trailer für Black Panther und fragst dich, überlebt echt der Black Panther? Und dann sagst du, ja logisch überlebt der Black Panther. Wir haben schon einen Trailer für Infinity War und dort kommt er ja vor. Also von dem her, es kann mir ja nicht etwas allzu Schlimmes passieren. Ja, absolut. Und genau so ist es mir in dem Moment auch gegangen. Oder? Du weißt schon, du lässt dich ja auf die Story-Ebene ein. Oder? Dass du sagst, okay, oder? Ich tue jetzt mal so, als wüsste ich nicht, dass das und das und das passiert. Aber ja. Ja, und sie hat natürlich müssen langsam ein bisschen Tempo anziehen, nachdem die letzte Folge sehr ruhig war. Auch, Stimmt, ja. haben sie wieder müssen irgendwo Tempo anziehen und schauen, dass das Ganze ein bisschen Action bekommt. Weil ab dem Punkt geht es eigentlich mehr oder weniger Schlag auf Schlag. Ja. Also zuerst wird es noch ein Moment ruhig, wo die Chloe im Wartezimmer eigentlich ist vom Spital, während die Chloe operiert wird. Und du siehst, wie die Zeit vergeht, weil ganz viele Leute einfach ständig wechseln, während sie einfach am Warten ist. Was ich schade gefunden habe, ist, es hat eine Uhr im Hintergrund und du hast Gottesstrahlen, die durchs Fenster durchkommen und die Position nicht verändern und die Uhr bleibt auch genau gleich. Aber es sieht aus, als würde die Zeit vergehen anhand der Leute, die rein und raus gehen. Von dem her habe ich so gedacht, wieso denn das Licht und die Uhr nicht auch anpassen? Oder? Machen doch... Oder schauen, dass das nicht sichtbar ist oder so. Es ist einfach so... Ja, halbe Massnahme. Das habe ich jetzt übersehen. Okay. Das habe ich übersehen, ja. Ja, eben, das Aber war etwas Kleines gewesen, ja. Weil ich meine, das Ganze ist irgendwie, wenn am 9, 10 Uhr am Morgen passiert und wo du dann tatsächlich zu ihr kannst, um sie zu besuchen in ihrem Zimmer, ist es irgendwie, ich glaube, 2 am Nachmittag oder irgend so etwas, oder 1:30, irgend so etwas. Aber ja. Krass, ja, das Scheiße schießt mir jetzt gerade an. Aber ja, hätten wir einen von diesen Punkten. Ja, wir sind im Spital, seit Rachel der Chloe, oder gibt der Chloe noch eine Mission mit. Genau, ja. Und zwar möchte sie, dass die Chloe weiter nach der Mutter sucht. Jawohl. Eigentlich ein bisschen eine krasse Aktion irgendwo durch. Du wirst gerade angestochen, weil du nach ihr suchst und sagst deiner Freundin oder was auch immer jetzt soll sein, hey, such bitte weiter. Ja. Auch auf Gefahr hin, dass du neben mir liegst. Ja, genau, ja. Im besten Fall neben mir liegst, ja. Im besten Fall, ja. Im schlechtesten Fall im Strassengraben irgendwo. Ja, das habe ich aber nicht gedacht. Aber auf eine Art kann ich es ihr nicht übel nehmen, weil sie ist wahrscheinlich auf irgendwelchen Drogen in dem Moment. Hat gerade recht viel Blut verloren und hat immer noch den Schock, dass sie erfahren hat, dass ihre Mutter nicht ihre liebliche Mutter ist. Und dass die irgendwo ist, oder? Von dem her ist es so ein Panik, ich muss jetzt das unbedingt... Ich meine, ich stelle mir einfach vor, wenn ich in dieser Situation wäre, würde ich wahrscheinlich auch nicht die rationalsten und cleversten Entscheidungen treffen gerade. Anstelle von der Rachel. Schön, wie du mir das immer wieder tust, in schöne Häppchen verpacken, dass ich es doch wieder toll finde. Das finde ich gut. Ja. Sie soll, also respektive die Rachel schickt Chloe dann ins Haus von ihnen. Mhm, genau. Sagt ihnen eigentlich, wenn man am besten einbricht. Genau. Der Schlüssel ist unter der Türmatte, was absolut der idiotischste Ort ist, um einen Schlüssel zu verstecken, weil das ist irgendwie das grösste Filmklischee aller Zeiten. Ja, vor allem wenn man denkt, wer ihr Vater ist. Ja, eben ganz genau, das kommt noch dazu. Aber ja. Aber eben, irgendwie muss sie ja dort reinkommen. Stimmt, ja. Und dann tun wir mal grossherzig über das wegschauen. Über so Zeug kotzen wir uns dann in der nächsten Folge aus. Stimmt, ja, ist gut. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja. Ja, sie muss dann Indizien zusammensammeln, um herauszufinden, wo die Sarah jetzt steckt. Mhm. Und findet in dem Büro innen dann verschiedene Sachen. Also in erster Linie findet sie das Handy. Jawohl. Zuerst einmal. Und in der... Was tut sie im Verlauf, glaube ich, schaut sie nach? Ja, sie schaut aufs Handy und das Einzige, was es in dem ganzen Handy drin hat, ist einfach eine Diskussion mit einer fremden Nummer, die keinen Namen hat. Und dann kannst du nachschauen, die letzten paar Nachrichten. Und anhand von dem Kontext aus diesen Nachrichten merkst du relativ schnell, dass das der Kontakt ist vom Damon. Damon, ja. Und
Ja, und das ist so ein «Oh, come on!» Oder der Vater von der Rachel ist offenbar irgendetwas Krummes am Drehen mit dem Dude. Ja, und dann stellt sich einfach raus, der Vater von der Rachel oder der James hat ihn eigentlich angestellt, dass der die Mutter von der Rachel los wird, weil die unbedingt sich mit der Rachel wieder treffen will und wieder, wie soll ich sagen, mit ihr will so ein bisschen Zeit verbringen, mit ihr will reden und all das. Und der James ist einfach ein bisschen sehr, sehr paranoid und greift ein bisschen zu sehr extremen Mitteln, um sie fernhalten von der Rachel. Ja, ich habe das ein bisschen sehr, gerade für einen Staatsanwalt, sehr irrationales Verhalten gefunden. Ich meine, hey, ich will nicht, dass, nachdem ich der Tochter schon gesagt habe, was läuft, will ich trotzdem immer noch nicht, dass sie mit ihr Kontakt aufnimmt. Also tun wir irgendeinen berüchtigten, bösartigen, krassen Drogendealer auf sie ansetzen. Okay. Das ist ein bisschen sehr krass. Ja, aber das ist wahrscheinlich Zeug, was passiert ist, bevor das Rachel herausgefunden hat. Weil ich meine, die Diskussion ist ja wirklich gerade erst am Abend vorher passiert. Also ich glaube kaum, dass er in dieser Zeit den ganzen Deal ausgehandelt hat. Das ist wahrscheinlich noch vorher passiert. Ja, ziemlich sicher schon. Ist trotzdem recht klar, krasse... ja. Nein, das entschuldigt es nicht. Das ist einfach so, ja. Aber andererseits, ich meine... Ich kann mir halt nur, wie soll ich sagen, darüber fantasieren, wie das wäre, wenn ich eine Tochter hätte, oder? Du hast eine Tochter. Aber ich meine, wenn jetzt... Darf man das fragen? Wie würdest du in dieser Situation reagieren? Wenn du in seine Schuhe stecken würdest, in den Schuhen von James? Nein, ich würde... Weißt du, wenn jetzt das so die Mutter von ihr wäre und plötzlich da steht, etc., ich hätte das komplett anders gelöst. Ich hätte sie Tochter gesehen, aber ich wäre auch zu der Tochter gegenüber völlig transparent gewesen. Und er hat auch klar gesagt, hey, schau mal, das ist, und wahrscheinlich in Anwesenheit von der Mutter, das weiß ich jetzt nicht, schau, das ist die Person, die die letzten XY Jahre mehr Interesse an Dope und Geld hat, als an dir. Und ja, ich wäre transparent gewesen. Mhm. Ich meine, die Rachel ist alt genug, du kannst das nicht mehr wieder gut machen. Aber ich hätte es passieren und hätte dann lieber probiert, meine Tochter aufzufangen, auf einer emotionalen Basis. Mhm. Und begleitet das Ganze. Hättest du der Rachel auch so lange verheimlicht? Bis 16, oder? Hättest du das früher schon mal angesprochen? Dass sie... Nein, gar nicht an. Also ich hätte das nicht verheimlicht. Okay. Ja, aber die Frage ist, ich habe mit der Jasmin vorher diskutiert, wie sie mir zugeschaut, wenn ich die Episode gespielt habe. Ja. Und sie hat gefunden, es sei idiotisch gewesen, dass er es ihr nicht gesagt hat bis jetzt. Und dann hat sie gesagt, ja, ich sehe das schon auch, oder? Aber das Problem ist, Diskussion, hey, du bist adoptiert oder zur Hälfte adoptiert, ist etwas. Aber dann kommt unweigerlich die Frage auf, ja, wer ist denn der ältere Teil, der nicht da ist? Kann ich den kennenlernen, oder? Das heisst, wenn du einem Kind nur musst erklären, hey, du bist adoptiert, dann kann man das sicher, also keine Ahnung, aber das ist sicher eine Diskussion, die man mit 10 oder so haben kann. Aber wie erklärst du einer Person, dass du nicht willst, wie erklärst du dem Kind, dass du nicht willst, dass es die andere Person kennenlernt, weil das ein Drogenjunkie ist zum Beispiel? Ey, harte Transparenz. Dort bin ich wirklich auf der Seite von der Transparenz. Ja, wenn dein Kind ist, 8 oder 10 ist oder so. Dann muss es halt so verpacken, dass es für das Kind Sinn ergibt. Das ist sicher schwierig. Und wenn du von Age redest, wird das Kind nicht verstehen, was das für Auswirkungen auf einen anderen Menschen hat. Aber wenn du das Kind frühzeitig mit dem aufwachsen, in dem Wissen hinein, glaube ich, ist ein Verarbeiten bis zu einem gewissen Punkt möglich. Und auch wenn es Hilfe braucht, vielleicht von professioneller Seite, dann mag das sein. Aber wenn du so etwas verheimlichst und es kommt irgendwann aus dem Nichts raus, dann steht das Kind davor, dass es das ganze Leben in einer Lüge oder als ein unfertiges Leben gelebt hat.
Und das ist etwas, was das Kind direkt betrifft. Es gibt nichts Direkteres als das Wissen darüber, wer du bist, wer deine Vorfahren, deine Verwandten etc. sind. Und ich finde, dort musst du auf eine Art und Weise kindgerecht vielleicht ja, aber du musst dort transparent bleiben. Und wenn nötig halt eben auch professionelle Hilfe holen, um so etwas dann aufarbeiten. Ja, interessant. Ja, aber er war sicher einer, der einfach das Gefühl hat, ich weiß schon, was das Richtige ist und ich lasse mir auch nicht reinreden. Ich habe generell das Gefühl gehabt, dass die Rose, also die Zugmutter, wenn man dem so sagen soll, nicht wahnsinnig viel zu sagen hat zu dem Ganzen. Sie hat scheinbar über alles Bescheid gewusst eigentlich. Also sie hat einen überraschten Eindruck gemacht, was ja schon mal immerhin etwas ist, oder? Aber sie hat nicht den Eindruck gemacht, als hätte sie da irgendetwas dazu zu sagen oder irgendeine Meinung zu dem Ganzen. Sie ist einfach, wie soll ich sagen, ich meine, sie hat Rachel schon mal geliebt. Ich meine, das ist schon mal fantastisch, oder? Sie ist eine echte Mutterperson für die Rachel, auch wenn sie nicht die biologische Mutter ist, oder? Und, aber sie hat irgendwie keine Meinung gehabt zu dem Ganzen, oder? Weißt du, irgendwie, wie tun wir jetzt das lösen und so? Soll Rachel ihre liebliche Mutter treffen oder nicht? Es hat mir so ein bisschen der James, er weiß schon, was er macht und er soll da entscheiden. Und das habe ich irgendwie nicht so gefühlt. Ich weiss nicht. Also in meinen Augen ist die Stiefmutter von der Rachel so eine Art fast schon MacGuffin, weißt? Sie ist da und in der Aufgabe, dass man nicht von Anfang an schnallt, dass die wahre Mutter nicht sie ist, und das ist eigentlich ihre ganze Daseinsberechtigung innerhalb von dem Game, von dieser Geschichte. Ah, okay. Ich habe jetzt sie zu wenig wahrgenommen als ein Charakter, als tiefer, dass ich ihr irgendeine Relevanz oder irgendetwas könnte zuschreiben. Außer eben, dass sie die Rachel wirklich geliebt hat. Aber sie war für mich wirklich einfach so da gewesen, um die Story mitlenken in eine Richtung oder uns zuerst mal davon abhalten, direkt auf so etwas zu kommen. Das ist in meinen Augen der einzige Grund, warum sie da war. Lustig. Ja, gut. Gehen wir weiter. Wir merken, es ist eine schwer aufliegende Folge. Ja, das finde ich eben auch gute Stories, oder? Wenn es gibt keine klaren, richtigen und falschen Wege, um gewisse Sachen zu lösen, oder? Ich meine, es ist nicht so, dass er aus irgendwelchen egoistischen Gründen und so entschieden hat, nein, ich sage es dir jetzt einfach nicht, einfach weil ich ein Douchebag bin, sondern er hat es, und das glaube ich ihm, gemacht, weil er der festen Überzeugung war, dass das die beste Variante ist für seine Tochter, oder? Ob jetzt das tatsächlich stimmt oder nicht, eben, über das haben wir jetzt diskutiert, oder wie man das anders wird machen. Aber er hat es gemacht, weil er überzeugt ist, dass er seiner Tochter so am besten hilft. Und das sind doch eigentlich die interessantesten Themen, oder? Wenn du Leute hast, die aus den gleichen Motivationen unterschiedliche Sachen machen. Ja. Ich glaube, du findest irgendwo noch einen Brief, wenn der Lise steht, dass Sarah das Sorgerecht zurück will. Ja, genau, den habe ich gesehen, den habe ich gefunden. Weil das ist natürlich schon, und der Anwalt, schon Panik auslösen. Ja, und stimmt, ja, das würde erklären, warum sie sie loswerden wollte. Aha, genau, jetzt so. Macht es gerade schon geklickt. Das ist natürlich schon, dann kann eine Panik aufkommen. Ja. Aber ich meine, sie hat ja nicht alleine Sorgerecht erworben oder irgend so etwas. Sie hat es geschafft, durchzubringen, dass sie ihre Tochter sehen darf. Und der Vater war eigentlich gezwungen gewesen, dem nachzukommen. Also, er hat nicht verhindern dürfen, dass die Mutter die Rachel sieht. Aber das war ja schon alles gewesen. Also es war nicht so gewesen, dass sie gekommen wäre und so, okay, pack deinen Kopf und wir gehen jetzt. Du siehst deinen Vater nie mehr. Dann wäre es noch nicht gerechtfertigt, aber dann würde ich es noch ein bisschen mehr verstehen. So. Aber ja. Ich weiss ja nicht, wie die Gesetzesgrundlage in den Staaten ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man da einfach so mit dem Zack durch würde kommen. Also. Ja, vor allem nicht nach 16 Jahren. Voilà. Ja, eben. Anyway, ich glaube, wir können noch recht lange über das diskutieren, aber gehen wir doch weiter. Ja, absolut. Und zwar
fassen wir schnell kurz zusammen im Büro. Du findest eben das Telefon, du musst mit dem Dude schreiben, weil er will sonst nicht sagen, wo das Sarah ist. Also sagt er, weil er hat das Gefühl, dass du natürlich der James bist, oder? Sagt, okay, hast du die Beweise vernichtet, hast das Geld und danach musst du einen Beweis kaputt machen, wo der James aus irgendeinem Grund in seinem Büro hortet, in seinem privaten Haus und nicht auf der Polizeistation, was hinten und vorne keinen Sinn macht, wenn du mich fragst. Zusammen mit einem anderen Beweismittel, die offenbar unabhängig sind von dem. Du musst den hohen Beweismittel vernichten, es ist irgendein Händchen, du musst ihn anzünden. Ich habe gedacht, das ist auch billiges Kunstleder, wenn das sofort in Flammen aufgeht. Gell? Ja, das habe ich auch gedacht. Ohne irgendwie Alkohol drüber oder irgendetwas, einfach die Feueranzünder drunter und wuff. Naja, anyway. Und danach findest du noch Geld, wo der James parat gemacht hat. Und dann, ja, sagt, okay, ist gut, komm zum Holzsägewerk. Oder dort ist, jetzt habe ich gerade ihren Namen vergessen. Sarah. Dort ist Sarah, genau. Du kriegst schon ein Foto, also der Damon schickt dir ein Foto Genau. von der Sarah, die gefesselt ist. Genau. Und Chloe möchte dort hinfahren. Ja. Aber, Jetzt taucht zuerst noch mal jemand auf. genau, Und der Elliot. holy shit. Das war so ein Wow-Moment kurz. So. Ja, schon ein bisschen. Der Elliot... ich bin ein bisschen überrascht gewesen. Also ich meine, im Spital hat es schon ein bisschen Hinweise gegeben. Der ist ja im Spital schon auftaucht. Oder er hat schnell Hallo gesagt und jetzt ist er plötzlich einfach aus dem Nichts auftaucht, hat sie offenbar verfolgt, nachdem er sie gesehen hat im Spital. Und dann sagt er, also die Kurzfassung ist, hey, du solltest aufhören Zeit mit der Rachel verbringen, du solltest Zeit mit mir verbringen, ich weiß, was gut ist für dich, ich mag dich so, wie niemand dich mag und alle behandeln dich scheiße und ich bin der einzige Richtige für dich und du solltest auf mich hören und er wird aggressiv und handgreiflich. Dann dachte ich, holy crap, Mann. Ja, Chloe löst das aber sehr cool. Ja, genau, stimmt. Also, du kannst, ja. Also, Du du hast kannst, wahrscheinlich ja. auch der Polizei angerufen, oder? Genau, ja. Genau, das ist die coole Lösung gewesen, vor allem wenn es funktioniert. Ich frage mich, was passiert, wenn du versuchst wegzurennen. Das, ja, aber wahrscheinlich schaffst du es auch. Ja, aber wie? Weil... Das stimmt, das wäre jetzt mal interessant. Also Leute, wenn das irgendjemand einfach gespielt hat und die Polizei nicht angerufen hat, schreibt doch in den Kommentar oder Ja, voll. irgendwo rein, Das nimmt mich Wunder. was passiert ist. Das würde uns wundern. Er macht doch die Türe zu und Ja. dann geht die Alarmanlage wieder an. Ja, Oder? Also es ist wieder parat. Das heisst, vielleicht, wenn du dich an ihm vorbeidrückst und dann kannst du ihn wegschupfen und rennst raus und dann geht die Alarmanlage ab, weil du halt rausgehst. Und das heisst, er wird so oder so von der Polizei verwünscht werden. ja, ich denke schon, es würde auf das rauslaufen. Vielleicht, hä? Ja. Aber ja, genau. Schreibt es in die Kommentare. Weil es nimmt mich Wunder. Also wir können es natürlich auch online nachlesen, aber wäre schon Zeit für so etwas. Anyway, Holzsägewerk. Liebe Zuhörer, wer hat schon Zeit für etwas? Macht ihr das gefälligst für uns? Genau, ja, los. Schafft auch mal etwas, Gott verdammt, wir müssen Ja, da genau. gratis Content liefern. Ding. Eben, Holzsägewerk. Du laufst rein und es ist wirklich eigentlich ein Wiedersehen mit der Location, die du ganz am Anfang von dem Game gesehen hast. Halt, jetzt ist einfach alles abgebrannt, weil ja das natürlich mitten im Wald rein war, wo in Flammen aufgegangen ist. Und zuerst siehst du den Trailer vom Frank, wo einen Blutschmier dran hat an der einen Wand. Und denkst so, oh, okay. Aber ich muss mich jetzt zuerst um Sarah kümmern. Und du gehst rein. Und ja, dann siehst du eigentlich sie dort gefesselt am Stuhl und der andere Dude, der dort sie am Abhöbeln ist. Ja. Das Problem ist, du hast ihm ja extra Geld mitgebracht, aber die Konfrontation funktioniert trotzdem nicht so wahnsinnig gut. Langs hin und her, aber er spritzt sie nochmal voll mit der Ladung. Und Genau zu dem Punkt möchte ich nachher noch ganz schnell etwas sagen. ja, er spritzt sie voll mit der Ladung und er verschüttet die Chloe eigentlich. Also er klopft ihr mindestens einmal eins und dann ginkt er ihr, glaube ich, irgendwie einmal noch in den Brustkorb und einmal in den Kopf. Und dann dachte ich, wow, Dude, Alter. Ja, Und, man merkt schon, er ist ganz ein böser Motherfucker. Ja. Ganz und, krass.
Und dann kommt aber so im letzten Moment kommt der Frank aus dem Nichts und er scheint schon eine grosse Wunde zu haben. Scheint irgendwie am Bluten zu sein und der sagt dann so «Fuck this shit» und versucht, ja, eigentlich macht sich über ihn her und die zwei kämpfen einmal miteinander und es sieht eigentlich nicht so wahnsinnig gut aus für den Frank, weil der halt schon verwundet ist und der andere Dude hat das Messer. Ja, aber die Chloe wird ohnmächtig und verwacht wieder und Sarah hockt einfach dort am Tisch, ist nicht mehr gefesselt und ist chillig eins am Räucheln. Und dann sagt sie so, hock an, wir müssen reden miteinander. Und dann ja, hast du ein recht interessantes und gleichzeitig trauriges Gespräch eigentlich. Weil Sarah, jetzt wo sie den neuen Shot hatte, ihre Meinung wieder geändert hat und eigentlich der gleichen Meinung ist wie der James. Dass es für die Rachel am besten wäre, wenn sie sich nicht sehen und findet, dass Chloe muss versuchen, das Bild von James aufrechtzuerhalten von dem super tollen Vater, der nur das Beste will für seine Tochter und nicht die Mutter hat umbringen und einen Deal macht mit einem Drogenboss und seine Tochter angelogen hat und all das. Ja, genau. Jetzt aber zu dem Gespräch, also die Chloe wacht ja wieder auf. Sarah sitzt am Tisch und Chloe wacht auf. Und die haben eben das Gespräch miteinander. Jetzt, Sarah ist schon seit einer Zeit eigentlich clean und kriegt dann, so wie es aussieht, eine rechte Dosis Heroin vom Damon eingeschossen. Ist aber sehr schnell wieder dort am Hocken und völlig parat, um ein waches Gespräch mit Chloe zu führen. Gut, wir wissen nicht, wie lange das Chloe ohnmächtig war. Ja gut, aber wie lange... Ja, aber so lang kann es ja nicht gewesen sein. Nein, wahrscheinlich nicht, ja. Und für das finde ich, also ich meine, ich habe selber keine Erfahrung mit Heroin, aber ich glaube, wenn du so eine Ladung reinbekommst, bist du nicht nachher fähig, zum gemütlich Zigaretten am Tisch rauchen und so nüchtern über alles zu reden. Ja, hat schon etwas. Habe ich ein bisschen komisch im Moment. Also ich habe es einfach komisch gefunden. Ja, ich weiss, was du meinst. Völlig drauf war. Ich habe einen Moment lang zuerst gemeint, dass es eine Traumsequenz ist. Weil der Damon und der Frank sind weg gewesen. Sie war plötzlich nicht mehr gefesselt gewesen. Sie war chillig eins am Räucheln gewesen und Chloe konnte aufstehen und an den Tisch hocken und mit ihr reden, ohne irgendwelche Beschwerden zu haben. Obwohl, wenn du so einen Kick in die Rippen bekommst, ich glaube, dann hast du dir etwas gebrochen. Und ganz abgesehen von dem Kick ins Gesicht, das sie auch noch bekommen hat. Und darum bin ich einen Moment lang, habe ich so gedacht, ist das eine Traumsequenz? Aber dann hat es nicht aufgehört und ich dachte, nein, hä? Aber ja, es ist ein bisschen komisch gewesen. Ich habe ein bisschen Mass Effect 3 Flashbacks bekommen. Einen Moment lang. Das mit dem Ding haben wir schon Sinn gemacht mit dem Traum, eben, dass sie eigentlich relativ zu Weg war nachher wieder. Ja, aber es wird keine gewesen sein. Wahrscheinlich, nein. Außer das ganze Ende ist eine. Ja, weil vielleicht sie ist ja mit der... Ja, nein, ich weiß nicht. Ja, wer weiß. Chloe liegt seither in einem Koma und alles, was wir im ersten Life is Strange gesehen haben, ist nur eine Fantasie von ihr. Perfekt, also finde ich gut. Komatraum. Das wird alles erklären, oh mein Gott. Auch die ganzen Science-Fiction-Elemente und all das. Ja. So, holy shit. Wir haben gerade Life is Strange knackt. Chris, wir haben Life is Strange knackt. Boom. Nein, Life is Stranger. Ja, genau. Ui, du. Oh, wow. Interessant. Das sind die Stranger Things. Dann, wahrscheinlich, ich muss den Faden wieder finden. Okay. Ja, eben. Sie... Mach du weiter, ich habe den Faden komplett verloren. Also ich bin jetzt so von dieser Theorie. eben, sie reden miteinander und Sarah sagt der Chloe, du sollst, lüg meine Tochter an, sag ihr, dass ich abgehauen bin, sag ihr, dass ihr Vater eben das Beste für sie hat wollen und all das und sag ihr nichts von dem, was der James tatsächlich hat wollen machen, eben von wegen Auftragsmord und ja, all das. Und Chloe versucht sie hartnäckig zu überzeugen, dass sie sich doch einfach mit der Rachel treffen soll, weil die Rachel das einfach unbedingt will und erzählt ihr, wie toll das Rachel ist und all das.
Und ich habe das Gefühl, du siehst wirklich schon ein bisschen den Konflikt in der Sarah, aber gleichzeitig auch, weißt du, die Bestimmtheit, dass sie sagt, nein, also die Zeit ist vorbei, ich habe es wirklich verkackt hier vor 15 Jahren und ich muss jetzt mit dem abschließen. Ja. Voilà. Also wir kommen noch ins Spital Jawohl. und du hast dann die krasse Wahl zu entscheiden, ob du der Rachel erzählst, was passiert ist, oder ob du es nicht machst. Was hast du gemacht? Ich habe am Wunsch von der Sarah gefolgt und habe eigentlich ja, Hast du sie angelogen? ich habe sie angeschaut, ja. Sehr gut, weil ich es nicht gemacht. Das ist jetzt gerade spannend. Was ist bei dir passiert? Ja, also das Ding ist, ich muss zuerst noch sagen, warum dass ich mich dafür entschieden habe. Weil das Argument war von der Sarah, dass, wenn man ihr die Wahrheit sagt, dann verliert sie ihren Vater. Oder? Und das sehe ich. Oder? Weil das Problem ist, wenn das alles hätte besprochen werden, dann hätte das viel früher noch rauskommen oder dann hätte das viel früher noch gemacht werden. Und jetzt, mit 16, ist der Punkt gekommen, wo so ein bisschen der Point of No Return ist schon lange überschritten worden. Jetzt kann die Wahrheit, habe ich das Gefühl, nur noch schaden. Und habe darum gedacht, ja, meine, die Story hat sich jetzt erledigt und es wird kein Nutzen mehr daraus gezogen werden, wenn man der Rachel jetzt sagt, dass ihr Vater einen hat anstellen, zum einen Auftragsmord auszuführen. Und darum habe ich gedacht, nein, das lassen wir jetzt. Und ja, habe ihr das gesagt, was Sarah hat wollen. Ja. Ich habe Sarah ihren Wunsch nicht erfüllt und habe der Rachel die ganze Wahrheit erzählt. Okay. Gefunden, weißt du was, look, der Vater hat einen riesen Bock geschossen, die Mutter hat einen riesen Bock geschossen und ja, Sarah soll nur wissen, was wirklich passiert ist. Die Rachel. Die Rachel, weil auch Chloe hat müssen mit, ich weiß nicht, wenn ich jetzt nachher den Rest von meinem Leben mit dem Gedanken leben, zu wissen, was wirklich alles war, und es ihr aber nicht können erzählen, weil je länger du wartest mit dem Erzählen, desto mehr frisst es sich selber auf und gleichzeitig wird es immer schlimmer, wenn es dann mal aus irgendwelchen Gründen. Ja. Und ich fand, nein, dann sind wir lieber auch dort wieder transparent und ehrlich. Ja, das sehe ich schon auch. Ja, ich bin im Clinch dort. Ist es nachher einfach als gegeben hergenommen worden und fertig? Ja, die Chloe hat ihr dann gesagt, ja, ich habe sie versucht zu finden, ich habe sie nicht gefunden, sorry, ich habe es probiert. Und die Rachel reagiert mir so ein bisschen so, ja, ich habe dir geglaubt, was du gesagt hast, dass du es wirklich versuchen wirst und so. Und es ist so ein bisschen so ein, hey ja, jetzt ist es halt so, oder? Und wir können sie ja dann zusammen suchen, wenn es mir wieder besser geht. Vielleicht hat sie ja die Stadt noch nicht verlassen. Und Chloe so, ja, machen wir. Und, aber das hat sich dann eigentlich so ein bisschen erledigt. Und dann siehst du so ein bisschen Montage, weißt du, alle leben happy miteinander. Genau, die Montage habe ich auch gesehen. Eben ja, von dem her, das habe ich eigentlich so etwas Ähnliches erwartet. Und du siehst so ein bisschen, du siehst so eine Familienszene, weißt du, wie sie zu vierten am Tisch hocken, wieder miteinander beim Nachtessen und die drei, also die Chloe, die Rose, nein, sorry, die Rachel, die Rose und der James sind so mega so, ja, miteinander happy am Diskutieren und die Kamera zoomt so langsam aufs Gesicht von der Chloe, die so ein bisschen beschämt wegschaut. aber ja, sonst ist eigentlich, ich glaube, nichts Spektakuläres mehr passiert. Du hast ganz viele Szenen gesehen, wo so ein bisschen den Verlauf der nächsten 3 Jahre ganz leicht dezent anspielen. Wenn wir gerade bei dem sind, ich hatte echt gedacht, so, eben bei mir war es dann so gewesen, dass sie halt daheim nochmal, ich glaube, die Endsequenz war, dass sie nochmal Lampen hatten und so. Also einfach alle ein bisschen traurig ausgesehen haben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann kommt siehst du so ein bisschen den Zusammenschnitt von Bildern, wo du siehst, wie es Rachel und Chloe nochmal gut hat miteinander. Und ich habe schon so gedacht, so, so schön, weißt du? Ja. Ist das lässig und ja, toll. Und dann kommt das letzte, die Endsequenz, wo einfach die ganze Szenerie gibt dann nochmal einen richtigen
Box in den Magen rein. Einfach Ja, voll. dass du ja nicht vergisst. Du hörst einfach das Klicken von einer Spiegelreflexkamera und du siehst einfach so die Kamera, wie sie so über ein Dossier drüber fährt und einfach so ein bisschen... Es ist einfach so ein «Hey, vergiss nicht, gell? Sie stirbt, übrigens.» Ja, du bist in dem Raum inne. Du bist kurz in dem Raum inne, wo das alles passiert. Und Genau, ja. du siehst schon das Handy von der Rachel. Stimmt. Wo Wo läutet. Chloe versucht anzuleiten, ja. Und Chloe probiert anzuleiten. Und dann bist du eigentlich dort im 2013. Genau. Ganz schlimmer Moment gewesen nochmal. Ja, das war mega nicht cool gewesen. Aber ja, das Nein. ist eben unausweichlich, gell? Absolut. Gut. Aber ich glaube, den Rest sollten wir uns aufsparen, oder? Wenn wir Unbedingt. dann so über den Zusammenhang reden zwischen den beiden Staffeln oder Games von mir aus und wie wir über das Ganze als Serie denken, tun wir dann das nächste Mal besprechen, wenn wir dann Genau. unseren Spezialgast dabei haben. Und ja, Andi, willst du noch irgendetwas pimpen? Nein, ich würde sagen, es ist so weit so frisch. Und das ist etwas, was ich rausschneiden muss. Kein Mensch sagt so weit so frisch. Das ist dumm gewesen jetzt gerade. Mann. Nein, das ist gut. Jetzt musst du drin lassen, nur schon wegen der Reaktion. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich bin gespannt auf den letzten Teil. Dann ragen wir das Ganze nochmal. Voll. Der Spezialgast, den wir dabei haben, ist, glaube ich, soviel ich weiß, auch nicht unbedingt ganz so happy damit. Das heisst, es wird sicher eine spannende Diskussion über das Ganze. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns bald wieder mit dem letzten Teil. Ja, voll, ja. Bis dahin, ist Und ciao zusammen.